Ja, ja, dieses Buch finanziert, ne? Die Werbung und das Buch und alles, ne? Hat er dem alles, muss er dem finanziert haben. Muss er den mal reinziehen. Ja, warum macht er denn Und so? dieser, ja, warum macht er das? Sag mal, guck mal, egal was ein Mensch macht, und solche Menschen sowieso, da hat er sich schon mal bei gedacht. Ist ja ganz normal. Der macht das doch nicht umsonst. Das ist ja nicht, weil die ein soziale Ader haben oder so. Ey, hör auf. Ja klar, der hat sich schon mal dabei gedacht, glaub mir. Und weißt du, was kurios ist? Dieser Marschmeier hat ja nicht nur diesen Wurf als Freund. Die sind ja alles Freunde, ne? Muss man mal vorstellen. Auch diesen Schröder. Das ist alles eine Clique ist das. Obwohl die zu einer anderen Partei gehören. Ja, obwohl der Schröder, ehemaliger Bundeskanzler von der SPD, der ist von der CDU, ist ja kurios, ne? Ja, das ist alles nur vorteilbedingt. Nur, dass die ihre Fäden da ziehen, glaubt mir das. Das ist Mafia, ist das. Das ist im Anzug drin, glaubt mir das. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber was hat denn der Wolf davon? Also sagen wir mal, Ja, kann ich dir sagen, ja, was der Wolf davon hat. Der wahrscheinlich verdient er so wenig als Politiker. Das ist ja die Gier. Ich meine, guck mal, die verdienen ja so viel Kohle als Politiker. Der hat dann nicht nötig, sich einladen zu lassen. Wo leben wir dann hier? Ne? Da packt da einer von denen mal gerade 500.000 auf. Ne? Aus der Portokasse bezahlt er das wahrscheinlich. Ja. Und keiner frech, wo die Kohle herkommt. Keiner ist auch frech, wo die Kohle herkommt. Müssen wir fragen, wo die herkommt. Ob das Geld mal versteuert worden ist. Wo kommt das Geld dann her? Ich oder du, jeder muss, wenn wir über 10.000 Euro haben, müssen wir, ja, wo kommt das Geld her? Haben sie das versteuert? Ja. Der kriegt 500.000, keiner frech, wo die herkommt. Soll man nachfragen, ob das versteuert ist? Ja. Ob von den 500.000, ob die versteuert worden sind. Wenn man schon hört, wo das herkommt, weiß aus der Schweiz. Aus dem Treuhandkonto. Ja, wo ist das Geld dann her? Wieso Schweiz? Ja. Siehst du mal, die Politiker unterstützen ja selber solche Leute, die Schwachsinn drüber schieben. Also brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, es ist Wahnsinn, ist das. Ich finde das voll. Und wenn du dann hörst, dieser Maschmeyer, das ist ja ein Betrüger hoch eins. Das ist für mich der größte Betrüger, glaubt mir das. Er hat diese OVB, diese Versicherung. Aber, genau, AWD, Entschuldigung. Der hat die große Versicherung. So, da hat er normale Leute abgezogen. Weißt du, Leute, die für ihre Rente gespart haben, ein bisschen Geld auf Seite geschafft haben. Sind die ja am Klaren mit dem. Das muss man mal vorstellen. Und mit sowas sind die Politiker befreundet. Damit er sein Ding da durchziehen kann, weiß ich, seine Betrügereien durchziehen kann. Sonst ist das nichts. Und dann hat er noch so eine Veronika Ferres, damit er ein bisschen noch über den roten Teppich laufen kann. Der Vollpfosten da. Ja, ist so, glaubt mir das. Das ist schon krass. Also das nennt man dann Demokratie oder was? Naja, das kann doch nicht sein. Das geht ja. Normal, der Wolf müsste normalerweise hingehen, müsste dann, ich habe Fehler gemacht, zack, ich trete zurück vom Amt. Der kann ja kein Volksvertreter mehr sein, geht ja nicht. Weißt du, als Volksvertreter darf ich das aber nicht machen. Muss ich mit gutem Beispiel vorangehen. Kann ich mir nicht die Taschen voll machen und für 500.000 mir so ein Knusperhäuschen da hinschauen lassen. Ja, was ist das? Was sind das alles für Sachen? Nein. Und dann die Leute irgendwann erzählen an der Weihnachtsrede, ja, ich möchte gerne, dass ihr den Gürtel enger schnallt, ab nächstes Jahr sieht es schlecht aus. Ja, was soll das denn? Das geht doch nicht. Funktioniert, der Mann ist unglaubwürdig, ganz einfach. Der muss weg. Ganz einfach, klar, der muss weg da. Ganz einfach. Da müssen wir ja nicht drüber reden. Und wenn ich das dann höre, dass der da bei diesem Maschmeyer in Urlaub war, in seinem Häuschen da oben, also das sind alles Sachen. Und soll mal keiner was sagen, es würden keine Vorteile dadurch. Ja klar, die machen das nur deswegen. Die machen das doch nicht, weil die da vom Roten Kreuz sind oder weil die den so toll finden. Die denken sich was dabei. Das ist, wer weiß, was da wirklich abläuft, glaubt mir das. Und das Schlimmste ist, dass der Mann, dieser Herr Wolf, nicht hingeht und stellt sich vor dem Mikrofon und sagt, sprich Tacheles und sagt, was los ist. Geht über eine Anwaltskanzlei. Ja, was ist das? Wie asozial ist das denn? Das ist unterste Schublade ist da. Ach, Leute, mal. Der muss weg, der Mann, ganz einfach. Ganz Klartext. Das mussten Leute früher und heute gehen für viel weniger. Kleine Beamte, wenn der eine Verfehlung macht, muss der direkt gehen. Wird der versetzt oder kriegt die Kündigung. Der Mann hat da keinen Persilschein. Wie wird dann so an? Nee, das geht nicht. Weg. In eine Wüste schicken. Ja. Eine Wüste schicken bei Kaffee und Wasser. Nee, Kaffee nicht, Wasser und Brot. Wei. Nee.